Bandai Namco Entertainment, Tarsier Studios, powered by Unreal Engine. So, damit herzlich willkommen zu Little Nightmares. Ich darf mal vorausschicken, ich habe heute schon mal etwa 1 Stunde und 16 Minuten aufgenommen. Also ich bin jetzt da ein bisschen gespoilert, ihr kennt jetzt da schon, wie es läuft. Dummerweise ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Und ja, jetzt fangen wir halt nochmal an. Startet das Ganze. Eigentlich gestern schon mal eine Folge rausholen, es hat leider gar nicht geklappt. Das hat halt die erste Folge heute rauskommen. Wir spielen Six, das kleine Mädchen im herzigen Regenmäntel und mit den dünnen Scheicheln. Und die läuft die ganze Zeit barfuß rum. Wir befinden uns hier in einem, glaube eine Art Waisenhaus, wo sehr spezielle Dinge ablaufen, Sachen passieren. Das Spiel ist extrem herzig gemacht, sehr skurril. Es erinnert durchaus auch an Tim Burton. Das Feuerzeug anlassen. Und die kleinen Zwergchen, die hier davon säckeln, die sind unsere Kollegen, die helfen uns meistens. Und dann lassen wir doch da mal los. Wie gesagt, ich war jetzt da schon mal, das ist ein bisschen schade. Die Dinger da kann man gegen anzünden, das ist super. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gemeint, das sei so ein Zwischenspeicherplatz. Es ist möglich, ich weiß es nicht. Komm. Nein, was machst du jetzt? Ja, das Feuerzeug zuerst. Das Feuerzeug natürlich zuerst abstellen. Sonst gibt es natürlich nichts. Und dann ducken. Und über. Dann sind wir hier in einer Röhre drin. Lüftungsschacht, wollte ich sagen. Das Feuerzeug wieder anlassen. Ist sehr feister gemacht, das Spiel. Ist im Horror-Genre angesiedelt, aber es ist wirklich erfrischend, wieder mal etwas total Neues zu sehen. Also in der ersten Aufnahme, die ich gemacht habe, bin ich schon ein paar Mal gestorben. Aus verschiedensten Gründen. Meistens, weil ich nicht aufpasst. Die Steuerung ist ein bisschen knifflig, so mit dieser Perspektive, aber es geht eigentlich relativ gut. Man sieht hier sind wirklich sehr viel Liebe ins Detail gelegt. Es ist wirklich sehr schön gemacht. Die Soundkulisse ist auch hier extrem gut. Was ich jetzt allerdings halt schon weiss, zum Glück habe ich das gecheckt, die Puppen da, die habe ich das letzte Mal angeschaut und dachte, was machen wir mit denen? Ich habe ein bisschen umgedreht in der letzten Aufnahme, aber man kann die nehmen. Also dann, ups, das ist mir runtergefallen. R2 gedrückt behalten. Und dann kann man die nehmen, dann kann man sie umschmeißen. Dann geht es kaputt. Und dann kann man da irgendetwas einsammeln, so eine Staubenart. Und ich weiss aber nicht, was das genau noch sonst bringt. Das sehen wir ja dann vielleicht noch. Aschenbecher. Aber hier. Wow! Ah, jetzt habe ich gesehen, jetzt habe ich gecheckt, dass da oben in diesem Guckloch, da, hier oben, da war gerade ein Gesicht gewesen. Für die, die es verpasst haben, müsst halt nochmal schnell 10 Sekunden zurück. Dann seht ihr das noch einmal, es war ein Gesicht da drin gewesen. Letztes Mal hat mich gedacht, es hat sich etwas bewegt, aber ich habe nicht gecheckt, was es ist. Jetzt habe ich es gesehen. So, müssen wir da rauf, hopp und hopp und hier entlang hangeln. Rauf hangeln. Da ist auch einer gehangelt, der hat sein zeitlich auch gesegnet. Tja.
Ob echt das ein Mitarbeiter von diesem Waisenhaus ist. Der zumindest im Meer schwimmt übrigens. Man weiss es nicht so genau. Er war vielleicht mit der Firmenpolitik nicht einverstanden gewesen. So, auch hier wieder ein bisschen das Kniffel, aber das geht eigentlich relativ gut. Den Stuhl da herstellen und hier drauf. Zack. Und das Türchen geht auf. Ah, schade, jetzt soll ich lieber hängen. Was soll ich nochmal wollen? Nein, 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 nein. Mist. Zeich. Das Feuerzeug anlassen. Ich versuche möglichst hier das Spiel nicht zu rushen. Es gibt sehr viele Sachen zu entdecken und es gibt immer etwa so 2 verschiedene Wege, wie man etwas machen kann. Jetzt gehen wir da zuerst mal den Kühlschrank auftun. Ich glaube, vorhin habe ich eben das nicht können. Genau, jetzt kann man sich eben überlegen, ob man hier durch will. Aber ich glaube, jetzt gehe ich gerade mal unten durch, weil unten bin ich noch nicht gewesen, vorhin. Und das habe ich noch verpasst, bin ich hier schon viel zu weit gegangen, eine Störe zu gewesen, und dann konnte ich nicht mehr runter können. Das mache ich jetzt zuerst. Also jetzt doch ein bisschen etwas gebracht und noch gleich nicht alles gesehen, auch wenn ich schon eine Stunde lang habe gespielt. Und zwar habe ich hier durch wollen. Nein! Ich vermute, dass man einfach jetzt nur unten durchkommt. Vielleicht... Oh. Okay. Oh. Man kann ihn knudeln. So herzig. Nochmal. Oh, das ist herzig. Komm. Nochmal. Lustiges Viech. Was ist denn hier? Eben, das ist nichts, das ist nur ein Speicherplatz. Also ab jetzt muss ich mir merken, sobald wir irgendwo herkommen, wo ich das Gefühl habe, ist da eine Gasflasche da? Im Feuerzeug nochmal. Jö. Tschüss. Sobald ich das Gefühl habe, dass es einen zweiten Weg gibt, nehme ich den, der nicht so aussieht, als wäre es der richtige. Weil dann kommen die kleinen Geheimnisse zum Vorschein. Zum Vorschein. So, hier rauf. Wie gesagt, ich habe es schon gespielt, ich weiß jetzt relativ gut, was da passiert. Hier, die sollen nicht zu lang bleiben, weil die erwürgen einem. Das könnte mir heute zeigen eigentlich. Das ist das, was passiert. Voilà. Und fort. Das kleine Hälschen. Umwickelt und gestorben. Ja, so ist das brutales Spiel. Okay. Ein bisschen schneller. Und nur nicht schnell, weil sonst plötzlich Kino wieder lachen. Das ist ja nicht das, was ich will. So. Du Grusige. Grusig, komm. So. Okay. Hier müssen wir da rauf. Da hängen noch mehr von diesen Knilchen. So, hier habe ich zuerst lange nicht gecheckt, was ich muss. Wirklich lang probiert, aber man muss hier das Brett wegnehmen. Zack. Ganz cool animiert. Das habe ich sehr herzig gefunden. Voilà. Brrrr. Okay. Wow! Oh, ah ja genau, stimmt. Das habe ich ja völlig vergessen. Komm. Schon wieder vergessen, dass das passiert.
Grusige Hure. Ah, es ist genau hier. Das Lichtli. Hey. So, ist gut. Ja. Jetzt gleich noch heute schnell drüber schauen. Es ist sicher irgendwo noch. Nein! Shit. Das wollte ich nicht wollen. Es ist ja noch recht fix, wenn es darum geht, irgendwo runterzukumpen. Nein! Ah, ich kann gerade direkt reinlaufen, hä? Super gut, bravo. Scheiße. Ja, machen wir es noch einmal. Ai. Da, komm, jetzt aber nicht mehr, hä? So. Oh nein, es gibt's ja gar nicht. Oh Gottes Willen. Shit. Och, Mensch. Das gibt's ja gar nicht. Wie blöd bin ich denn? Oh. Die grusigen Viecher da. So, jetzt muss man ja nicht etwas Seich machen. So, okay. Gut. Soll ich das nochmal probieren? Ganz vorsichtig. Vorsichtig. Mit dem Stick ist das eben sehr mühsam. Okay, aber das bringt gar nichts. Wirklich nicht, oder da hinten? Für irgendeinen Grund muss es ja geben, dass man da hinten durchlaufen kann. Sieht da zwar nicht danach aus. Nein! Kinder, wieso mache ich denn das? Gut, jetzt bin ich etwa gleich weit wie letztes Mal. Bin ich ganz am anderen Ort die ganze Zeit gestorben, aber ist ja gleich. Ich sterbe halt hier noch. So. So, fertig experimentiert. Habe ich schon gesagt, dass mich das Spiel an Tim Burton erinnert, ein bisschen. Habe ich ja vergessen, dass der da kommt. Habe ich nicht mehr gewusst. So, da bin ich glaube letztes Mal angekippt. Da bin ich 3 Mal gestockelt hier etwa. Und zwar jedes Mal, wenn ich wieder neu starten musste, bin ich angekippt. So, da geht es aber nicht weiter. Tripp, Trap. Da drüber. Hopp. Ja, nicht etwa verkehrt gumpen, sonst ist es wieder fertig. Oh, es ist auch wirklich feister, also es ist extrem feister hier. Das habe ich lange probiert, bis ich gecheckt, was ich muss. Ah, sorry. Falscher Stick. Ich muss einfach ein bisschen pressieren, dann kommt es nämlich gut. So. Voilà. Da ist einer drin, da kann man nichts machen. Das ist einfach. Die kommt man nicht rauf, glaube ich. Ich probiere es jetzt gleich nochmal.
Ich versuche auch die Ecken und die Sachen gut auszuleuchten, dass man da die Sachen alle zusammen sieht. Und hier ist es einfach nur laut und mehr nicht. Also.